Und da sind wir wieder zurück in der alten Heimat, in Colony 9 beim Juwelenonkel. Weil ihr noch keinen Nanoreaktor? Nee, haben wir nicht, weil wir zu faul waren, die ganzen Sidequests zu machen. Ganz so einfach ist es eben doch. Liebe Freunde, tja, ich habe offscreen noch ein bisschen was gemacht, war da 2-3 Stunden unterwegs und so. Unter anderem wegen Bossgegner, Meisterbüchern zum Gucken, wegen Juwelen noch, etc. etc. Und ja, ich habe da auch offscreen noch ein bisschen was vorbereitet, das seht ihr jetzt aber gleich. Aber naja, Hauptsache lässt man da mal durch. Ja, dankeschön. Also, worum geht's denn schon wieder hier bei diesem Juwelentypi Onkel, wa? Es geht im Grunde genommen darum, dass wir stärkere Juwelen herstellen. Genau, wir haben da ja Kristalle und so, Zylinder, Stufe 3 an sogar noch, 4 und 5. Wir haben sogar mal ein bisschen angefangen, die ganzen Kristalle auszusondern, zu Zylinder zu verarbeiten, dann zu Juwelen etc. etc. Das deswegen, weil hier, es dauert sonst so lange, Leute, ganz ehrlich, das ist teilweise echt übel. So, was ich gerne zeigen möchte, ist noch, dass wir sogar einmal geschafft haben, Stufe 6 Juwel herzustellen. Übel, was? Okay, ich glaube sogar, ja, könnte sogar klappen so. Also, wie üblich, wenn man natürlich so ein Juwel herstellen möchte, dann natürlich, so, weiß natürlich am besten, wäre Shulk-Wine, ist eine ganz gute Kombination. Ihr seht, der rote Flamme Experte. Das klappt eigentlich immer. So, und wenn wir Glück haben, erreichen wir sogar den Mega-Hitze-Zustand. Haben wir vorhin nochmal geschafft, Offscreen. There we go. Ja, müssen wir schneller machen. So, Hitze. Und jetzt Mega-Hitze, komm schon. Ja, verdammt, keine Mega-Hitze geschafft. Aber immerhin Stufe 6. Erhöht Stärke um 91. Alter, das ist eine Power. Hey, das klappt mir gar nicht. So, was meint ihr vorhin mit Mega-Hitze? Mega-Hitze ist ein, kann man gar nicht, das ist so ein System. Ihr wisst, bei Hitzezustanden wird das fertige Juwel einfach eine Stufe höher. Also statt Stufe 5 jetzt, wir sind nachher Stufe 6. Mega-Hitze macht das gleiche, aber ihr habt danach auch noch die Möglichkeit, oh, na toll, Feuerzylinder und sonst nichts mehr. Ihr habt noch die Möglichkeit, habe ich sonst gar nicht das zum zeigen. Ah, könnte klappen. Eine Möglichkeit, dass es sogar 2 Juwelen draus gibt. Ja, könnt ihr gleich mal ganz kurz gucken, vielleicht klappt es ja jetzt. So, Hitze, reicht Mega-Hitze. Jetzt Mega-Hitze! Jetzt ganz so gucken. Stufe 6 und Spaltung. Wir haben 2 Juwelen zum Preis von einem. Alter, erhöht physische Abwehr um 100. Ist klar. Was für eine Power, ey. Ja, du natürlich jetzt nur, dass wir Stufe 5 nicht mehr so viel mäßig zusammenbringen. Aber der Ätherwert 2. Ja, hat er sogar noch. Aber da geht ja runter. Ups, wollte gar nicht. Ja, toll, für den gegnerische. Nee, die gegnerischen sind sowieso ein bisschen kacke. Lieber solche. Aber Max-Angriff noch etwas? Nee, Minenangriff, toll. Ja, man sieht schon, ich muss erst noch wieder schmieden. Na, supi. Habe ich etwas Stufe 4 vielleicht noch etwas Brauchbares? Mein Wut ist eigentlich immer gut, aber jetzt nicht unbedingt im Falle. Doppelangriff, noch einen zweiten? Nee, natürlich auch nicht, oder? Man sieht sie gleich. Nee, nur einen, toll. Frost, wer denkt vor allem etwas für unseren kleinen Ricky, den Heldenpon. Das sieht ein bisschen mies aus, aber sonst Aki 2. Nee, nur einer. Toll, Aki 24% bloß. Das bringt doch nichts. Ich habe übrigens mal wegen Juwelenschmiederei und so, ich weiß Juwelenquatsch, natürlich Zylinderschmiederei, ja, wisst ihr, Zylinder einfach 2 bzw. 3 nehmen, bestätigen, wie gehabt. Dann am besten entweder Schala und Shulk nehmen, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass es hohe Werte werden. Oder alternativ natürlich auch geht hier Fiora mit Shulk, weil im Fiora, seht ihr da ja, steht der Zylinderbalken startet bei 3. Also natürlich, wenn ihr viele Eigenschaften habt, könnt ihr relativ viele Zylinder dann zurückbekommen. Das ist zumindest mal so die Idee dahinter. So, haben wir jetzt hier irgendetwas Brauchbares? Ja, natürlich theoretisch ist alles brauchbar, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann. Das will ich nicht unbedingt. Ich will ja vor allem die statusbezogenen Dinge haben. Okay, und die gegnerische darunter. Ja, toll, 2 Stück davon. Ist hier noch etwas Brauchbares? Nö. Stufe 3, Stufe 4. Überall nichts mehr brauchbar, sind wir alles bereits gemacht, Leute. Ist unglaublich, wahr?
Ist doch unglaublich. Ja, was soll man dazu? Ich habe bereits offscreen noch ein paar andere Juwelen auch schon bereits natürlich vorgeschmiedet und ausgerüstet. Das seht ihr hier bereits, ein paar andere Rüstungen angelegt, bei Shulk zum Beispiel. Habe ich glaube vor allem den Helm gewechselt, sonst nix. Und halt die ganzen Stärkjuwelen ausgetauscht, wobei jetzt haben wir natürlich hier Stufe 5 zur Auswahl. Was ich noch gemacht habe, offscreen ist die ganzen Stufe 3 Juwelen rausgeschmissen, verkauft, weil die braucht keiner mehr. Das ist vor allem auch übel hier. Ihr seht ja da, links normalerweise müsste jetzt die Werte entweder blau oder rot erscheinen. Geht gar nichts mehr. Wieso und das? Die haben es gar nicht mehr hochgeht. Ihr seht da, Stärke und 30 bereits, also, nee, jetzt 150, hä? Spinne ich jetzt? Rangucken. Stärke 5, jetzt geht irgendwie... Hä? Wäre ein Zusatzwert, wa? Die Stärke jetzt um 150 noch erhöht. Mit der aktuellen Konstellation, wenn ich jetzt... Hä? Moment. Achso, ich ihn bereits habe, deswegen. Was wenn jetzt da... Gegnerische Stärke runter. Dann habe ich ja auch schon. Müsste jetzt klappen, wenn ich jetzt den ausrüste. Genau, es gibt... Weil Stärke bleibt 150. Hä? Oder geht es gar nicht mehr weiter bei ihm? Eine gute Frage. Seht ihr, ich habe bereits Stufe 4, Stufe 5 hier gemacht. Müssen wir mal offscreen gucken, ob da wirklich so ist, dass wenn ich jetzt da irgendwie was anderes hinlege, also sprich Schulgezahlen von Stärke von 579, der ist fix. So geht es bei ihm gar nicht und alles andere wird dann irgendwie unten grün aufgezeigt. Könnte ja sein, war wohl müsste bei ihm doch irgendwie auch gehen. Elektroangriff, Brandangriff. Hey, was hat man ihm gegeben? Das weiß einfach, KP bringt bei ihm sowieso nichts mehr, weil KP, ihr seht, der hat bereits 9999, geht gar nicht mehr höher. Also das sind die V-Dinger, stimmt. Ich versuche immer was, ganz kurz. Okay, ist noch. Stärke wird bei ihm noch hochgehen. Aber hier seht ihr, die physische Abwehr wird bis 98 noch hochgehen, weiter auch nicht mehr. Der andere wird bereits grün und ein Plus. Irgendwie so dargestellt. Da ist grün auf, dass es zu viel ist. Oh, ich weiß nicht, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich vermute mal schon. So, bei Fiora noch das Tempo-Visier hingelegt. Was aber sonst haben wir allen alles gemacht. Bei Melia vor allem halt noch. Mehr auf Äther gelegt, genau. Die werden sich auch ziemlich gut reinklotzen, obwohl auch wieder 150 zu viel. Dann muss ich also mal gucken, Leute. Muss ich mal gucken. Gut, was heißt für uns jetzt noch? Genau, Offscreen kann dann trainieren, das ganze Team auf Level 80 noch. Muss leider sein, Leute, weil ich habe herausgefunden, dass bei Sansa im Bosskampf, wenn ihr dort nicht Level 80 seid, dann trefft ihr ihn gar nicht. Ja, toll. Ah ja, übrigens wegen dem Treffen. Dann auf der Suche wegen Bossgegner für Meisterbücher, das auch ganz kurz noch. Ist sowieso falsch. Bein des Bionis, gleich mal ganz kurz zeigen. Wenn ein Gegner für euch zu stark ist, wa? Verdrennt euch gerade noch. Wo ist er jetzt? Ne, den meinte ich jetzt eigentlich nicht. Hier war's. Im Wendeltal. Da ist dieser riesige Typ. Ja, Servus, hat er Level 90, wa? Fester Gons, der ist zu stark für uns. Jetzt müssen wir ganz kurz mal aufpassen, das ist so lustig. Seht ihr? Alter, 13 Level mehr, wir treffen ihn gar nicht. Da war wir nicht so schnell und alle, wir treffen ihn gar nicht. Ist klar. Naja. Wir sind später noch vor, Kumpel. Vielleicht nicht überhaupt. Oh, Fiora, was machst du dort? Und haut wieder ab. Dieser Penner, ja, so ein Oberpenner. Genau, das mal so viel dazu. Sie sind einen zu starken Gegner. Dann haben wir noch geguckt wegen dem Bossgegner bei Meisterbüchern bei Shulk. Das sage ich euch nachher noch. Habe ich hier noch einen Platz? Und ich glaube, hier oben war noch einer. Ah, ne, hier, genau. Hier sind teilweise auch noch starke Gegner. Und das sind ja vor allem solche sogenannte Geheimfronten oder ja, Geheimorte, kann man auch sagen. Im Prinzip bekommt ihr, glaube ich, auch irgendwie extra Erfahrungspunkte mäßig nach, ein paar extra EPs und ist einfach als ein bisschen geheimer, also sprich, bis er hier hinkommt, das ist nicht alles ganz offensichtlich, wir müssen ein bisschen rumgucken, suchen etc.
Und dann kommt ihr auch zu diesem Weg hier hin. Und dann, wie gesagt, zeigt es einfach irgendwie so an als Secret, irgendwie geheimer Ort und so etwas. Auf jeden Fall ein bisschen crazy. Genau, was war jetzt das mit Bossgegner? Genau, der war hier irgendwo. War das... Oh, jetzt kommt hier. Ein Meisterbüchern für Schulk. Ja, die müssen direkt hier sein. Moment, wir sehen sie gleich. Genau, jetzt seht ihr hier, sind ein paar Typen, die haben ein Schwarzsymbol und der andere hat so ein graues. Tja, der mit dem Grauen, das ist unser Gegner. Magnus Art und der soll für Schulk und dann Meisterbücher droppen. Ich habe es 5, 6 Mal gemacht, aber nichts gemacht, also nirgend Buch gedroppt, also dem her. Okay, Wine, Auge auf dich ziehen, sehr gut. Und hinten angreifen, mich ein bisschen boosten. Ja, deswegen, also Adeptenbücher, genau, Adeptenbücher müssen wir noch ganz kurz erklären. Für Fiora, ganz für Schall natürlich, habe es noch gekauft, das letzte Buch. Ich sage euch nachher noch ganz kurz, dass es zu finden war. Und dann für Fiora geht es scheinbar gar nicht mehr, weil kann man scheinbar nur dann machen, wenn man dort bei Kolonie 6 und so mit Tauschquest etc. weitergemacht hat und halt bestimmte Stufen im Dorf erreicht hat, nur dann geht das. Ja, so natürlich, Level Up für uns 78. Genau. Und diese Viecher droppen manchmal solche Holzkisten oder auch Silber- oder Goldkisten. In Goldkisten drin werden halt diese Meisterbücher teilweise. Bin natürlich nicht toll. Aber sonst sind noch ein paar Typen und die gleichen. Könnt es auch hier versuchen, aber ihr habt es gesehen, also ich habe schon ein paar Mal versucht, nichts gebracht von dem her. Genau, was ich so auch noch gekriegt habe. Moment, geht die Reihenfolge durch, nicht, dass ich wieder ein Durcheinander habe. Eurythmia, genau, aber ich habe da mal auch im letzten Paar versucht gehabt, es zu finden. Hier. Und zwar, eigentlich ganz doof. Der Shop, wo ihr hier das Buch findet für Schala. Tja, das ist einfach nur hier drin. Natürlich auf der Karte hier, auf der Übersichtskarte ein bisschen doof dargestellt und müsst einfach hier hoch. Und dann ist er bereits hier. Tja, habt ihr hier das Buch für Schala, habe ich mir bereits geholt. Dann mal gucken, wo wir es haben. So, das wäre es. Das habe ich hier gekauft. Und das Buch, das habe ich gedroppt von einem Bossmonster. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Und zwar war das auch beim Wein des Bionis. Das Viech war... Wo war das Viech etwa? Muss mal ganz kurz gucken. Da habe ich am Schluss noch ganz lange gesucht, weil es soll auf 24.000 Erfahrungspunkte bringen. Ganz krass. Das obere Ebene. Genau, also hier könnt ihr auch noch ganz cool trainieren. Mal ganz kurz zeigen. Oder was sogar hier? Ne, glaub's. Ja, stimmt, sogar hier war's. Bei dem Viren habt ihr irgendwie was gedroppt. Also nicht hier, sondern ihr müsst hier ein bisschen unten gucken. Und da unten seht ihr. Oh, das ist auch so ein Typ, aber der ist ein bisschen schwächer. Die hier, glaube ich, die geben sogar nur 12.000. Die sind relativ einfach zu besiegen, also dem her. Lohnen wird es bei denen. Einfach da runterspringen, kein Problem. Kann ein bisschen ausruhen. Ihr seht auch schon ein paar Kisten hier noch. Die hier wieder gespawnt sind. Ein paar Kristalle, sehr schön. So, na wohl mal, wa? Dann zeige ich mal diesen Typi. Jetzt natürlich mit den Techniken ein bisschen doof, weil ich hier an der Klippe bin. Durch der seitwärts wird es zwar gehen, aber der andere ist ein bisschen doof. Ja, der nächste Schaden ist hier nix. Double Blade. Oh, ein neuer Gegner hinzu oder was? Nö, bis jetzt noch nicht. Der bleibt still. Geht da vorne auch. Okay, noch mal. Eigentlich schon krass, weil das Viech ist Level 79. Das ist dann auch zugekommen. Toll. 79 und trotzdem relativ leicht besiegen. Ja, Platte gibt auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Doof natürlich. Autsch! Deswegen wollte ich so weit hinten stehen. Ah, dämlichen Angriffe. Ich die hasse. Ne, komm, jetzt machen wir erstmal den platt. Fiora, ja, ich hab's gesehen. Dankeschön. Lalala. Wo bist du jetzt? Ah, hier. Mann! Unser Wine, der Kumpel Wine, dem geht's nicht mehr so gut. So, tschüss, der ist down.
Jetzt kommt der andere Piepmatz. Ja, der ist auch ein bisschen stärker. Was heißt ein bisschen? Das ist Level 76. Der hat uns eigentlich nichts entgegenzusetzen, aber naja, das ist einfach ein bisschen doof. Jetzt müsste ich auch, wenn es gut geht. Kann ich das Tornado einsetzen? Der Angriff unterbrochen? Wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht? Scheiße, muss man ein paar nochmal angucken. Ja, ja, ich heile dich schon, ich heile dich schon. Ja, aber seht schon ein paar neue Juwelen drauf, schon dieser Gegner kein Problem mehr. Ja, tun uns natürlich nicht so viele Erfahrungspunkte geben. Das ist ein bisschen doof. So viel dazu. Gibt der vielleicht in Buch oder so ab? Nö. Doof natürlich nicht. Oh, Z-Tempo wäre das etwas für unsere geliebte Fiora eventuell. Ich habe schon das Visier gegeben, also wäre eventuell möglich, dass sie auch dann noch etwas hätte. Der Griff geht runter, dafür geht die Agi hoch und die Abwehr. Agi geht um 1 hoch, die Abwehr ein bisschen. Ja, muss gucken, wenn da halt noch ein paar andere Juwelen hätte. Max-Angriff, das ist zwar 5, das ist schon ziemlich cool. Oh, macht extra, genau. Ach ja. So viel dazu, zu diesen Dinger. Also wie man auch hier eigentlich ziemlich gut trainieren könnte. Was noch zeigen? Genau, das war dem vorhin, wo ich glaube ich auch einen ziemlich starken Gegner gefunden habe, der Level 78 ist, aber 24.000 Erfahrungspunkte bringt. Und zwar ist er hier oben. Da müsste er auch ganz kryptisch irgendwie hochlaufen. Ist auch so ein Secret-Ausgang, seht ihr da runter und irgendwo müsste der Typ jetzt kommen. Du warst bei dem, das war glaube ich der sogar nur irgendwie morgens zwischen 4 und 5 erscheint. Ich sehe ihn gar nicht, oder seht ihr ihn? Nö. Der kommt nicht, also mal die Zeit umstellen, also jetzt bin ich mal da auf Xenoblade Wikia, da steht irgendwas zwischen 5 und 6 Uhr morgens. So, mal gucken, ob er jetzt kommt. Wo bist du denn? Ich will gegen dich fighten. Wir müssen neu spawnen hier. Also, dann müsste eigentlich jetzt hier langsam angeflogen kommen, auf uns zu und dann könnte man hier. Ah, da oben kommt er bereits. Oder? Fliegt er weg? Der fliegt er weg, der Arsch. Oder? Ja, der kommt nicht. Also stand zwischen 5 und 6, also ich will noch etwas dauern, bis er kommt. Obwohl, es mir jetzt ein bisschen heikel. Wisst ihr was, Leute? Ich teleportiere mir ganz kurz einmal weg. Also hier steht Respawn All, also sprich, der kommt immer. Spawn Time All, Clear Wetter. Ja, wenn es klares Wetter ist. Geh mal ganz kurz hier hin. Das war der, genau, das Teil. So, nur zwischen 5 und 6, da müsste es also kommen, wa? Wo ist er denn? Du musst recht reinlaufen, natürlich auch doof. Wir können es natürlich mal so versuchen. Hier hat es auch ein paar Gegner, aber es sind eher. Wobei teilweise, ja, sind eigentlich schon stärker. Muss man zugeben, teilweise sind sie ein bisschen stärker. Auch so zum Trainieren auch schon zu wenig, ganz ehrlich. So, also bereits nach 6, aber es trotzdem klappen. Ja, also ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Verdammt, aber hier müsste er kommen. Das ist ein geiles Teil, gibt 24.000 Erfahrungspunkte. Ist noch relativ, also, ja, er macht nicht viel Schaden, aber ist ziemlich ausdauernd. Also, wird schon 2-3 Minuten dauern, bis ihr einen Plack gemacht habt. Hey, wo ist er denn jetzt? Spinne ich denn? Der kommt nicht. Muss mal gucken, haben sie irgendwas falsch gemacht? Ich weiß, seither stimmt nicht mehr ganz. Ist doch so klappen eigentlich. Natürlich ein bisschen doof. Hat sie echt irgendwie was verpasst? Nee, Moment mal. Was steht denn hier? Ihre Release nach neben mir. Doing the clear weiter in the morning between 5 und 6 Uhr. Das wäre 5 und 6.
Dunkler Ingler, der hat gar nichts drauf. Der hat zwar ein normales Level, aber von dem her trotzdem... So, kann man sonst zeigen, wie er hinkommt. Ist ja auch ein bisschen gut versteckt, ist ja auch so ein Secret Exit hier draußen. Müsst ihr von da, also sprich, das ist hinter der... Genau, so war da die Ruine, könnt ihr vielleicht erinnern, da kam diese Level 32 Bossspinne plötzlich hervorgekrabbelt. Wäre auch irgendwie, ich glaube, Part 30, 40 rum war das etwa. Kam etwa hervorgekrabbelt und so, war ein ziemlich übles Teil damals. Jetzt, also ich muss zugeben, es hat relativ viel ausgehalten, als ich besiegt habe. Also, was heißt viel? Hat auch 2-3 Minuten gedauert, aber von dem her eigentlich war es noch beeindruckend für so ein Niedrig-Level-Teil. So, aber die Zeit stimmt doch etwa, oder? Es sind noch 6 Uhr morgens, also müsste es eigentlich klappen. Das Spiel neu starten. Dann habe ich jetzt immer weitergezockt und so. Aber hieß er Respawn, also müsste jetzt eigentlich kommen. Hallo, wo bist du denn? Ah, hallo Sansa, na wie geht's da oben? Trottel. Ja. Also hier müsste er kommen, Leute. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht kommt, weil mir auf der Liste steht er Respawn immer wieder. Also von dem her, ich muss recht das Spiel neu starten. Wisst ihr was? Mach gleich mal. Erstmal speichern. Seht ihr, 80 Stunden bereit, ist auch schon übel. Und dann, ja, mal neu starten, wa? Das Spiel laden natürlich. So, kommt da jetzt sowieso so ein riesiges Teil? Nee. Der kommt nicht. Scheißviech. Wieso kommst du denn nicht? Ich würde doch gerne... Ja, Vorführ vielleicht mal nieder, toll. Und ist er auch nicht? Nee. Ja, also ich verstehe es nicht ganz, Leute, aber gut, wenn er halt nicht will, dann will er halt nicht. Das Feed da drüben müsste sein. Egal, will er halt nicht. Ich muss da offscreen nochmal gucken, ob ich den da finde, ob ich so trainieren soll. Oder halt, die andere Variante wäre dann halb in der Gefängnisinsel. Und dann gibt es auch 2 Viecher, glaube ich, die ein bisschen viele Erfahrungspunkte droppen. So, wo wird das eigentlich noch hin? Ich glaube, hier war es noch etwas. Genau, hier müsste es auch noch starke Viecher haben. Da bin ich jetzt falsch. Ich bin gerade falsch, wa? Nee, ja richtig. Hä? Die müssten doch eigentlich hier sein. Wir haben sie nur zu früh abgebogen. Ah, hier sind sie, ja, wollte ich sagen, ne? Ja, hier seht ihr ein paar blaue Viecher, dann noch so ein Freskorillos. Und ihr seht ihr vor allem auch, hier sind da vorne noch ziemlich viel. Und hier könnt ihr, wir sind dann tun, wir haben ein bisschen versucht zu trainieren. Also ich meinte eigentlich, dass so ein Viech mich mal angegriffen hätte. Und am Anfang des Let's Plays so ein paar 30, 40 rum, ich da rumgestiefelt bin und damals war es riesig groß, aber jetzt irgendwie gar nichts. Ein Kia-Gorillus. Also riskieren? Ja, komm, wieso nicht. Zum Abschluss des Parts noch, Freunde. Und er wurde umgeworfen. Du. Alter, macht plötzlich Schaden mit 9 Juwelen, ist ja unglaublich, weil ich habe offscreen noch gegen die Typen hier gecatcht und es hat aber so lange gedauert, bis die platt hatte. Ja, seht, 9000 ist natürlich eigentlich viel, aber jetzt für die Verhältnisse hier ist doch leider ein bisschen wenig. So. Macht ihr alle gleich mit oder habt ihr keinen Bock drauf? Macht ihr mit? Natürlich machen sie mit. Und deswegen kam der Zyklon an die Reihe. Peaceman! Oh. Vorbei. Ja, das Viech ist ein bisschen härter. Ganz immer egal, wir treffen sowieso nicht. Ist doch stark, ey. Das Viech ist hier eigentlich so eine Art Bossgegner, aber machen trotzdem ein bisschen sehr schnell platt. So, 8000. Da gibt es gar weniger als die anderen.
Das ist ja unglaublich. Friss mein Monado. Bams. Was? Natürlich weiß es natürlich noch dazu, dass Schaden gegen Mechons macht, aber hier müsste trotzdem funktionieren. Ohnmächtig, ohnmächtig und Tschüssikowski. Das sind nur 4000. Was für Schwächlinge. Aber ja, ihr seht, da bin ich noch Offscreen, wenn ich noch lange dabei bin, bis ich da alle auf Level 80 gebracht habe. Ich meine jetzt alle Level 78. Ich glaube sogar Schulk und Wiki sind die einzigen aktuell. So, komm, kein Bock mehr drauf und Tschüssikowski. Nur dazu, nach hier drin sind keine Meisterbücher. Ne, die kann man nur bei den goldenen Truhen, genau. So ist das ja. Was habe ich noch? Schulk, genau. Ja, seht ihr, Schulk und Wiki. Alter, wieso hat Wiki so viele Erfahrungspunkte? Sicher eine Fähigkeit, die er hat. So ein Talent, da halt dann mehr Erfahrungspunkte kriegt. Mal die 1 gucken. Wiki, habe ich denn eine Fähigkeit hier? Nee, gar nichts. Ja, benötigt Harmonie, muss mehr Harmonie haben, toll. Also mehr mit dem Catchen und Geschenke machen, was auch immer. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Könnte auch noch was machen. Und jetzt? Nee. Geht jetzt was? Nee, auch nicht. Verdammt, ich schalle, was zum Henker machst du denn? Mit Schall, was macht er am besten? Steigenden KP 150 fallen, Ätherkraft braucht er nicht, wa? Ja, wieso nicht? Obwohl, ist das andere eigentlich permanent? Ah, tatsächlich, weil das sind nur 30 Sekunden und das ist ja permanent, Entschuldigung. Lalala. Sonst kann ich auch nichts viel machen. Nichts viel machen. Ja, 4 Uhr sind noch dabei. Also ihr seht, ich bin da fleißig dabei, weiterhin zu gucken, was man alles machen könnte. Etc. etc. Was man da einfach machen. Beziehungsweise, was habe ich eigentlich bereits alles gemacht? Hat die Gegner gezeigt, die Bossgegner, wo ich da dachte, man könnte Truhe droppen. Also sprich natürlich für die Meisterbücher, was aber nicht geht. In Juwelen fertig geschmiedet, also zumindest mal die ich brauche. Die Rest werden noch einsetzen, muss noch Offscreen trainieren, Offscreen noch ein paar Sidequests erledigen und. Ah, die Kollektion, genau. Und anzeigen. Und zwar gewisse. Oh, haben wir jetzt auch. Cool. Saftbruckel mittlerweile gefunden und Kategorie vollständig. Und was kriege ich? Ein Hardware-Top. Ja, manchmal so Gegenstände, teilweise sogar auch Juwelen. Und wenn ihr, glaubt, alles sogar voll habt pro Gebiet, dann kriegt ihr noch etwas extra. Ich glaube, sogar irgendwo geschafft. Woanders jetzt. Genau, hier in das Bionis. Die grauen Felder sind scheinbar auch nur die, die wir noch gar nicht haben. Sprich, die fehlen uns noch. Und dann die weißen, die wir halt einsetzen könnten. Und hier, die gibt es gar nicht. Diese Kategorie halt. Sprich, da Obst gibt es hier eigentlich nur 3 Stück. Hier gäbe es 4 Stück und so weiter und so fort. Wo das sein soll, keine Ahnung. Die Gefängnisse sind vielleicht noch 1. Okay, dann haben wir da auch schon voll. Ich glaube, es gab 2 voll, oder? Mit Konishallen 100%. Und. Alkohol und gar nichts. Ja, dann lustig. Wo haben wir noch? Genau, Inus bei uns haben wir auch schon 100%. So viel dazu, liebe Freunde. Was haben wir sonst noch zum Zeigen? War nicht mehr viel, wa? Der Rest werden wirklich da offscreen trainieren. Ein paar Sidequests abschließen, den ersten Part dann. Eventuell noch andere starke Bosse platt machen, dann endlich den Drachenkönig. Den will ich im nächsten Part dann platt machen, da geht es endlich mit der Hauptstory weiter. Nee, war gerade falsch, Entschuldigung. Was machen wollte, war hier gucken mit Techniken. Was ich vor allem noch machen will, ist halt für dann, wenn die Meisterbücher suchen, weil er hat so viele TP noch vorrätig und ihr seht da überall bereits voll alles, was geht so aktuell. Natürlich ein bisschen doof. Moment, bei ihr habe ich es jetzt gemacht oder jetzt da. Den Heilkonter, genau. So, machen wir das noch. Und dann hat sie hat da bei der Doppelklinge als endlich noch ein bisschen mehr. Ja, also denke mal, bei Fiora ist echt die einzige Möglichkeit, jetzt noch die restlichen Techniken zu
aufs Maximum zu bringen, halt die Meisterbücher, weil wenn ihr halt Meisterbücher habt, braucht ihr Adeptenbücher nicht mehr. Das ist ja der Vorteil und gleichzeitig auch ein bisschen fies. Wenn ihr bereits Geld ausgegeben habt für die Adeptenbücher, braucht gar nicht, ihr müsst einfach Monsterblatt machen, die bestimmten Bossgegner und dann habt ihr die Meisterbücher. Wenn sie noch ein bisschen mehr bringen, aber ihr seht, da haben wir schon noch ziemlich viel, Kraft haben wir es noch machen. Ultimo-Kreuz vor allem noch dort steigen lassen bei ihr, also ihr seht, wir haben hier noch viel zu tun, bis unser Team dann, ja, einigermaßen ready ist für die Endfights hier bei Xenoblade Chronicles. Nicht zum Schluss bin ich eigentlich doch ein ziemlicher Experte geworden. Ja, das ist Experte. Vom Anfänger zum Amateur war. Nee, also ein bisschen kann man halt schon raus im Ganzen und ja, also muss sagen, es ist. Das Fazit mache ich erst am Schluss, ganz klar, aber trotzdem, was ich anmerken muss, es ist schon schade, dass das Ganze halt nicht blind, das Ganze blind gezockt habe. Statt halt erstmal für mich durchgezockt zu haben und dann sagen zu können, ja, dann und dann mache ich es, weil weiß ich so und so viel Zeit brauche dafür, etc. etc. Weil hier die Zeit habe ich mir total verkalkuliert, der Umfang ist einfach riesengroß und alles. Da wäre es echt besser gewesen, das Ganze nicht als Blind Let's Play zu zocken. Aber gut, man lernt immer seinen Fehlen, ist doch klar. Und deswegen, wenn man sagen, oh, ist ein Netmin dort vorne. Sind noch ein paar Dinger. Eine gewisse Stärke da unten. Ich tue den unten, will ich. Ne, wieder mal einen typischen 78, zu schwach. Ja, ich brauche Bossgegner, die ein bisschen mehr drauf haben, vor allem mehr Erfahrungspunkte droppen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, nächsten Part, wo ich dann hoffentlich bereits Level 80 habe und dann geht's locker flockig weiter, hier mit neuen Bossgegnern bei Xenoblade Chronicles und natürlich auch mit dem Weiterführen der Hauptstory. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen!